Eure Promotion 7. Spieltag. Den FC Wolz 71 empfängt den FC Marmer 32. Die Lokalekippe von Wolz als Tabelle 5. mit 13 Punkten. Und genau wie Hasbau, Ruhestadt und Asch hat Wolz daheim alles gewonnen. Par contre also auswärts ein bisschen mich schwer. Mit einem Sieg gegen Monnerich, ein Niederlage gegen den US Sandpfeiler und dann nach ein Unentschieden beim FF Norden. Marmer geht als Tabellen 10. mit 6 Punkten und all die Punkten kriegt der Club bei sich daheim. Statistik hat so mit klar für den FC Wolz gespart. Und das sind die Völzer, die echt Goalchance kriegen, und das nur 7 Minuten mit einem Freistoß von Muschkic. Hier spielt an der zweiten Linie für den Sivic. Sivic probiert mit dem Goal als verfehlt. Nächste Spielminute Corner für den FC Wolz. Der Geschoss vom Verbist auf den Paulo da Silva am Duell gegen den Adrovic. Hier muss er aus dem Strafraum und die Situation gesagt geklärt aus. Mit Dueno können ein Fan vom Wölzer Spieler hier am Strafraum ran, flankt den Boden an den Plein, degagiert dann den Ball mit voller Risiko über dem Goal. Und dann die nächste Goalchance für den FC Wolz mit Fernandes auf der linken Seite. Hier spielt man Verbis ein Tisch für den Sivic flankt den Boden. Du könnt Grätsche vom Duracek, Verbis dann beim No-Schuss. Mit den Verteidiger von Marmer konnte den Rückstand vermeiden. 16. Spielminute Corner für den FC Wolz, die Geschoss vom Sivic, mit weder den Raphael Hoffmann noch den Damien Hamblé können die Wölzer Equipe auf Führung bringen. An der 18. Spielminute probierte Paulo da Silva ein von weitem, mehr ohne Erfolg. Die Szenen, die folgen, haben nämlich ganz viel mit Fußball zu tun. Als 6. Mal eine Corner-Situation für Wolz, den Endur deckt der Muschkic mir hier kennt Lunch und dann geht der Wölzer Spieler einfach in den Poto gedreht. 30 Sekunden Druck geschieht dann das Fass, den Sivic flankt, den Endur fällt am Strafraum und der Arbiter lebt dann bei seinem Assistent. Nach dem Gespräch lebt der Arbiter dann in Richtung von Muschkic und gibt ihm eine rote Karte. Wenn wir Teilkönne gesehen werdet ein regelrecht Schwalbe. Kurz vor der Flank vom Sivic geht der Muschkic nur für den Ball Boden zu freuen. Wo die Flank bis gespielt ist, entscheidet sich der Muschkic und geht nur hin. Da entsteht dann ein ungewollter Kopfkontakt zwischen ihm und den Endur. Innerhalb von einer halben Sekunde dreht sich der Spieler von Marmer auf den Arbiter aufhält. So los mir sicher geht das Spiel ein bisschen mehr aggressiv. Das Fass ist für die Illustration. Der Fernandes gewinnt den Ball gegen den Lopez, dieser Bein nicht entspannt, also hat der Spieler von Wolz am Fußgelenk berührt. So kriegt der Lopez eine gelbe Karte, aber das hat müssen die zweite sein, wenn es dem Tackling gegen den Sivic. Dueno kommt aber das Summum vom Anti-Fair-Play. Das Spiel wird unterbrochen wie so oft an der zweiten Halbzeit von der ersten Halbzeit. Und das ist dann die Gelegenheit für den Trainer von Wolz, seine Truppen zu rekadrieren. Der Mittelstürmer von Marmer Endur geht dann einfach bei der Wölzer Trainerbank. Das ist eine ziemlich kannerische Aktion. Wir kommen jetzt zurück zum Spiel mit Endur. Ihr findet an der Day von der Bade. Wann war's an Duell gegen den Urban? Und ihr möchtet 0-1 für Marmer. Das war die erste Goalchance für Marmer, aber die wurde besser genutzt wie alle Offensive vom FC Wolz. Dementsprechend geht Marmer dann mit 0-1 der Führung am Pütz. Also geht es dann mit 0-1 in der Halbzeit. Wo Wolz noch 12 gespielt hat, waren sie deutlich besser. Aber nur der rote Karte wurde der ganze Rhythmus aus der Partie geholt und das hat dem FC Marmer gut geholfen. Wolz muss nur 4 spielen, an Hannen entstehen Freiräume. Die probierten den Duell zu nutzen mit den Urban-Sturm auf der richtigen Platz. 56. Spielminute, interessanter Freistoß für den FC Wolz. Der Geschoss vom Sivic war gut geschossen, aber nicht gut genug für den Ausgleich. Und auf der Corner nur direkt die nächste Chance mit Paulo da Silva per Kopf, aber der geht just orange. Wolz weiter mit Druck no 4, den Sivic mit dem langen Ball für den Verbis. Den Adrovic verschätzt sich, der Verbis kann nicht mit und wie ihn das so gerne möchte, schießt mit dem Goal als ein guter Meter verfehlt. Tempus vorgeht beim FC Wolz. Der frisch angewechselte Moret probiert ein aus der Distanz, mit dem heute Federspiel, aber absolut kein Problem. Dann hat Marmer die Chance, bei den Wölzer all Hoffnung zu zerstören. Den Dakuna gewinnt sein Duell gegen den Raphael Hoffmann. Litten zurück für den Bartels. Bartels dann an den Lauf für den Van Waas Doppelpack, ne Poto und der Ball kommt zurück beim Hürber. Wenn wir Teil können gesehen werden, der Wölzer Goal gibt den Ball auf seinen eigenen Poto deviiert wird. Guter Reflex von ihm.
Und dann könnt an der 81. Spielminute des Fas dem MK Kalabic man Ball umfos. Hier chase, de Ball geht vom Plein deviiert, den Arbiter pfeift. Et geht die gute Freistöß für den FC Wolfs, mir nicht nimmen. De Plein krut schon ein Gel, und das ist die Zweit. Die zwei Equipe werden lo zu 10 spielen. Meiner Meinung nach war dort Gel Karte ein bisschen übertrieben, weil es gibt gut kein Gest vom Spieler in Richtung vom Ball. Er dreht sich noch wasch dabei. Mir auch von der Freistöß nicht geht, geht das Spiel weiter. Corner FC Wolfs, Kunal kapte fort, González Volley, die also ein bisschen verfehlt. Mit dem Ball kann zurück beim Kosic, schießt und da geht der Ball Licht durchnieft. Wolfs kennt dem Goal immer mehr noch wie Heim am Kosic und Dave Tür den Paulo da Silva. Mehr hier bereit der Ball mit seinem Standbein, kann du wenn's nicht rausschießen. Mama möchte sich immer mehr diskret, mit einem Fehler vom Hoffmann kommt dem Seba zum Aufschluss. Mit do aus der Goal aber ein guter Meter verfehlt. Den heißen Spiel von Raphael Hoffmann an den letzten Minuten hilft den Wölzer ganz viel. Wie zum Beispiel hier in am Duell gegen den Duracek. Der Spieler von Mama verschätzt sich komplett in der Rivals und geht Lunch und da ist ein Ausgleich. Nee, der Ball geht dort glatt. Riesenunglück für Wolfs, das Federspiel war geschlagen. Und dann nehmen 30 Sekunden drauf den Hingo Everts mit einem langen Ball. Die sieht ganz armlos aus für den Duracek an dem Federspiel. Aber sie schwatzen nicht und davon profitiert der Kosic, da das den Ausgleich für den FC Wolfs. Bis auf die 2 letzten Phasen hat die Défense von Mama ein perfektes Spiel gespielt. Das ist dann dementsprechend Butter für die mit den Ausgleich, also war völlig verdient. Mama kennt dem Siegestreffer aber ganz no. Als ich mit diesem Freistoß Kopfspiel aber nicht so weit an der Goalausknopf verfehlt. Mir dann noch mehr deutlich mit dieser Phase. Der Seba spielt an Dave Tür, das aber nicht so weit. Hier kann am Strafraum ran provoziert den Urban am Duell und den Urban gewinnt sein Duell. Den Hörbar bleibt ganz lange auf seinem Face stehen und somit kann ihn den Punkt noch retten. So geht das Partie dann mit 1-1 oben an. Und für mich geht es mit 1-1 ganz an der Reihe aus dem einfachen Grund, dass Wolfs hat vielleicht die Chancen, mehr am Endeffekt können sie froh sein, dass sie überhaupt noch einen Punkt von dieser Partie kriegen. Während bei Mama war es ganz umgedreht, sie haben mit einer stabilen Défense gespielt, die bis zu den 2 letzten Goalchancen von Wolfs gut gehalten hat. Zum Glück wird die Partie viel mehr Fairplay an der zweiten Halbzeit wie an der ersten. Die anderen Resultate aus der Ehre Promotion hat Bissen gegen Union Mertet Wasserbüllech 2-2, CS Grevemara gegen den FF Norden 1-2, FC Rodange gegen den Avenir Bergen 3-2, Wolfs gegen Mama, die hattet gesehen 1-1, der Swift von Hesper siegt mit 3-0 gegen die USH. An dem Ende hatten wir noch das Spiel zwischen den US Urstadt und den FC Etzela Ettelbrick. Den Endstand war 0-0. An der Tabelle sieht es folgendermaßen aus. Den FC Etzela Ettelbrick als allein 4 mit 17 Punkten. Danach kommen mit 16 den FC Rodange, den FC Swift von Hesper und die USH. Wolfs als 5. mit 14 Punkten. Und dann haben wir auf der 6. Position die US Urstadt mit 13 Punkten. Ganz hinten auf der 10. Position als Sicht steht den CS Grevemara mit 6 Punkten, Atat Bissen als 11. mit 6 Punkten, Donau fanden wir auf der 12. und 13. Position den FC Monnerich und den FF Norden mit 4 Punkten, den Avenir Bergen als noch immer ohne Punkten.